So, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War. Mein Name ist Kratos und wir haben letztens diesen fetten Drachen da gekillt und haben jetzt neue Pfeile gekriegt vor diesem Zwergentypen da. Ja, mit dem können wir nochmal reden. Dann reden wir doch nochmal mit dem. Wo hast du das denn gelernt, Sindri? Tja, nachdem Brock und ich getrennte Wege gingen, unternahm ich Studien in Vanaheim. Das hat mein Bewusstsein erweitert. Ab und zu brauche ich neue Inspiration für kreative, neue Wege. Das war mit ein Grund für unsere Trennung. Brock ist so festgefahren. Unsere Arbeit hat sich nicht weiterentwickelt. Wir sind zwar meisterhafte Waffenschmiede, aber sonst? Veränderungen sind Teil des Lebens. Wer sich nicht anpasst und verbessert, bleibt im Staub zurück. Und das ist dreckig. Alles klar, bis nächstes Mal. Bevor ihr geht, nehmt euch vor allem am Gipfel in Acht. Ich bin sicher, dass Odin da oben etwas beschützt. Und ihr wollt euch nicht bei ihm unbeliebt machen. Wo ist denn der? Der ist da hinten irgendwo. Und überhaupt, also vor dem Odin habe ich überhaupt keine Angst nicht. Also ich meine, ich bin der Kratos, ja. Er hat den kompletten Olymp ausgelöscht und Titan. Also wenn der Kratos mal, wenn er mal einer keine Angst vom Odin haben braucht, dann eher. Scheiße, ich kann das nicht. Hey, jetzt kann man wieder nichts leisten. Genau das meine ich. Manchmal ist es klüger, doch nichts zu kaufen. Ja. Genau das meine ich immer mit dem Sparen. Jetzt haben wir die ganzen coolen Sachen, aber nicht nur Kommt mir Geld so dafür. vor, als hätten wir erst gestern Hirsche gejagt. Jetzt haben wir gegen Dunkelalben gekämpft, Trolle, Oger und einen Drachen. Jetzt könnten wir es mit allem aufnehmen. Wir siegen, weil wir entschlossen sind. Diszipliniert. Nicht, weil wir uns anderen überlegen fühlen. Klar, ich weiß. Es ist nur, stark zu sein, fühlt sich gut an. Weißt du? Ja, ich weiß. Nice. Nice. Was haben wir denn hier? Tyres Rache, leichter Runenangriff. Sagen wir mal, was kann der? Aha. Ja. Ich muss ehrlich sagen, wenn sogar so der Kratos schwer tut, diese Kisten da aufzumachen, möchte ich nicht wissen, wie schwer wir fest die zu sind. Nicht wahr, Junge? Komm her, Junge. Mit deinen grünen Pfeilen. Das Greenhorn. Jetzt schon wieder, ja. Was ist denn jetzt? Wie ist das gerade in den reingeflogen? Oder? Alter, der regeneriert? Bin soweit. Das ist ja mal wieder super, sagt er. So, Wer ist jetzt ihm bringt lieber? er nichts, ey. Scheiß Regeneriererei da. Die haben wohl alle erledigt. Es waren ja bloß zwei. Also einer. Jetzt pass auf. Nachtmar-Parasit. Als ob Nachtware nicht schon lästig genug wären, scheint diese Art andere Wesen übernehmen und sie stärker machen zu können. Kann das kontrollierte Wesen seine eigenen Handlungen noch steuern oder ist es in einem schrecklichen Wachtraum gefangen? Kein sehr schöner Gedanke. Ja, vor allem ist es nervig. Sitzt fest. Vielleicht ist irgendwo noch ein Kristall, um die Wurzeln zu entfernen. Ja, dann ballern wir da drauf. Da funkelt doch Ja, was. bitte. Soll ich ihn zerschmettern? Nein. Oh, das gefällt mir. Aber seltsam. Er ist nicht komplett explodiert. Tja, weil du es einfach nicht drauf hast. Ich habe auf den Kristall geschossen, aber er leuchtet schon wieder. Aha, geil. Da war abgewehrt. Ich glaube, das Viech wollte gerade in mich rein. Gut. Die Axt leuchtet. Neuer Tipp, warte mal.
Diese Nachbarn tun alles, um andere Gegner zu kontrollieren und machen diese dabei deutlich stärker. Ja, das haben wir schon festgestellt, danke. Der Junge und seine hilfreichen Tipps immer. Das Pfeilart wechseln, wieso sollte jetzt... Ach, da schießt er durch die Wand durch. Wow! Ach, das ist wieder so ein weißer. Dieses Nachtmar-Viech anscheinend in den drin und wir bewegen den jetzt da wieder raus. Ich sprühe jetzt einfach mal so auf den Ei. Ah, wenn die Ausdauer. Ja, ich weiß. Erst so auf! Hahaha, Mistviech. Gibt es da irgendwo einen Heal? Das war mal nicht ganz schlechter. Ah, das ist wieder so Wechselstein, oder? Jawohl, da. Heal, wenn jemand einen Heal will. Toll. Und jetzt? Da gehen wir nicht durch. Ich höre da schon wieder was. Okay, die Typen beten irgendwo so. Ich würde sagen, wir zielen erst einmal auf den Fetten da. Oh, Alter! Lauf, weich aus! Ah! So, jetzt mal. Du bist der fette Arschloch, das habe ich schon gesehen. Ja. Wir hatten Glück. Pass auf, Vater! Oh, Scheiße! Du Wichser! Oh! Du Wichskopf, du Drecker, der Scheiß Arschloch, Mist, Arsch, Fick, Wichser, Alter. Oh, komm, ey, ich hasse sowas. Okay, also, er ist ganz klar den Fetten als erstes. Oder, na, obwohl... So, den hat die schon mal. Man weicht doch aus, oder? Kratos, du Spacken, ey. Das darf doch jetzt nicht wahr sein, oder? Bist du für ein Arschloch? Sieh mal, da ist eine Brücke. Jetzt kommt sie hin. Oh, so ein Arschloch. Oh, da gibt's Sprengkristalle. Neuer Eintrag. Was ist denn das? Ein Helwicken. Ein toter Wicken. Also ein Helwicken. Dieser Helläufer ist genauso stark wie sein Seir-Gegenstück oder sogar stärker. Und was ist ein Seir? Sind das diese fetten
Diese anderen Fetten da. Wir müssen diese Brücke irgendwie herablassen. Ja. Wie ist der Weg hier raus? Wir holen uns erst einmal diesen Schrank. Da gibt es wieder ein Schränkchen. Hier, Junge. Noch eins. Der hier heißt Ymir. Mutter wollte mir von ihm erzählen, aber ich war wohl zu jung. Kommen da Riesen aus seinen Achseln? I. Der ihn da ersticht, könnte Odin sein. Mhm. Mit diesem fetten Pferd da, mit seinem achtbeinigen. Was ist das? Ymir. Das ist verwirrend. Ymir ist der erste Riese und sein Körper entspringen Sachen. Nicht nur andere Riesen, sondern auch Wind, Bäume, Sonne, vielleicht Maden, die sich in Zwerge verwandeln. Dann tötet ihn Odin. Aber wo kam er her? Keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob wir den Odin einmal zu Gesicht kriegen in dem Spiel. Steck auf der anderen Seite fest. Ja, oh, doch nicht. Der Jungchen, das Jungchen hier. Es ist so toll, damit Dinge zu zerschmettern. So, Quetsch ist gut. Oh na! Hau ab! Kloppen wir jetzt mal ja so. Totgeprügelt. Hilwaschi ist sein. Immer ein Bogenschütze. Wie ein Schatten, nutzt aber Eismagie wie ein Wurfspeer. Muss ein Heelläufer sein. Ihre Geschosse sind schnell, aber betäuben uns nicht. Die sollten wir uns zuerst vornehmen, um sie früh auszuschalten. Aber kurz. Wenn wir besessene Gegner betäuben oder töten, holen wir damit den ihn kontrollierenden Nachbar aus dem Körper. Ja, das habe ich ja schon festgestellt. So, was gibt's denn da oben? Ah, ein Wechselsteinchen, das ist gut, weil Heal brauchen wir. Gut, jetzt haben wir wieder fast voll aufgepumpt. Und eine Kiste gibt's hier. Was haben wir? Oida! Du Wichser! Oida! Geht's noch, ey? Dieser Wichser! Ey, Ball, bleib da! Was für ein Arschlochviech, hey! Schau sie dieser mal einer an! Und sonst gibt's da nichts, oder was? Unverschämtheit. Ups. Ah, wenigstens mal nicht wieder so eine Scheiße, die wo irgendwie auf Zeit geht. Wo ist das zweite Ding? Ist da oben irgendwo? Vielleicht doch was. Halt, da ist gesehen. Da ist es. Super. Gutes Auge, nur noch eins. Ja. Wo ist das letzte? Warte mal. Na. Gibt's noch was zum kaputt machen? Vielleicht ist es da irgendwie dahinter oder so. Entschuldigung. Wo sind wir? Oder vielleicht da? Hier? Ah, tatsächlich! Ha! Ja, der Wahnsinn. Jawohl, was kriegen wir denn? Kriegen wir wieder ein Apfel oder Alkohol?
viel haben wir noch? 2 oder 3. Okay, einen brauchen wir. Verstehst? Riesenkisten. Alles mögliche drin. Und was nimmt er raus? Das kleinste Sacke wahrscheinlich. Das kleinste Sacke. Spiele doch. Kann man da was runterhauen da? Ich brauche so einen Kristall. Junge, hierher. Junge. Ja, Vater. Ja, Vater! Hochmotiviert der Kleine. Gut, das kommt ins Tagebuch. Wenn du keine anderen Hobbys hast. So, Wissen hinzugefügt. Der grausame große Krieg. Hier fiel Nertus von den Wannen, erschlagen von Magni und Modi, den Söhnen Thors. Die Jötner sind Zeugen der Grausamkeit dieses großen Kriegs. Weder Asen noch Wannen können triumphieren. So ist es vorhergesagt. Doch was bleibt vom Midgard noch übrig, bevor sie die Waffen niederlegen? Die Riesen wünschen sich Frieden. Kein Wunder, dass die Tyr so mochten. Und wer ist Tyr? Da liegt noch eine Vase. Und 3 Euro haben wir gefragt. Siehst du das? Okay, ich glaube, da gibt es uns nichts mehr. Es wird kälter. Wir müssen fast oben sein. Wollte ich gerade sagen, jetzt werden wir doch irgendwann einmal zu dem Gipfel kommen können, oder? Nicht mehr lange, Mutter. Mutter, der Mann mit den Koks ist da. So, jetzt nochmal ein Heal. Aber da sind wir ja eigentlich voll. So, Schaut der mich. Gipfel. Wir sind ganz nah dran. Das ist der Gipfel der Unverschämtheit. Irgendwas hält uns doch, irgendwas greift uns. Köcher, Der Gurt ist beim Kampf mit dem Drachen gerissen. Schon gut. Ich halte ihn einfach fest. halt. Halt, stopp. Ein kaputter Köcher kostet dich Zeit. Schmerz überleben wir, kaputte Waffen jedoch nicht. So geht's erstmal. Gut? Gut. Geh. Eins ist ja mal klar. Langsam, Junge. Pass auf, wo du hintrittst. Da greift uns jetzt doch irgendwas an. Das ist doch so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir jetzt da nicht so einfach hinkommen. Gegner voraus! War klar. Sag mir wann. Jetzt! Wow, was war denn das jetzt? Schon wieder so ein neuer Neger, hä? Das ist cool! Den hab ich gerade weggehauen. Ja! Was macht der da? Haha, geblockt. Gut, weiter so. Oh. Ach, das ist wieder einer, der so immun ist gegen die Axt. Gut, der muss halt weg. Dann verprügeln wir heute so. Ich bin bereit. Wo ist der andere hier? Wo ist er denn? Wann ist er noch? Da war doch vorher ein Heal. Wo ist der Heal? Ja gut, ich brauche nicht. Ich brauche ja gar nicht. Ah, ja, war ja nur schon dahin. Sag mir wann. Zerpimmelt. So, das schaut doch so aus, als waren wir da richtig. Finde ich cool, wenn man die Vorspuren aussieht. Alter, es ist optisch ist schon richtig geil gemacht. Da kannst du sagen, was du willst. Was ist das? Mutter nannte das Hailstone. Lassen sich nicht abbrennen oder abhacken. Da redet doch einer.
Schauen wir erstmal da oben. Okay. Aber da geht's. Hoch die Tassen. Becher Da muss es gefunden. nach oben. Ja, da geht's einer auf, aber ich möchte jetzt erstmal das schauen. Da leuchtet, da ist es gelb. Wir haben das Du eigentlich alles hörst die immer. Stimmen auch, oder? Ja, sei still. Na, sieh mal. Du weißt, warum wir hier. Hat dir mein letzter Besuch die Zunge gelöst? Das ist der Mann, der bei uns zu Hause war. Du hattest ihn doch getötet. Wie ich sehe, bist du diesmal nicht allein. Muss wichtig sein, wenn die Söhne Thors mich mit ihrer Gegenwart beehren. Sagt mal, überschlagt ihr zwei euch noch immer, um Papa zu beeindrucken? Der tätowierte Mann. Den Spuren nach reist er jetzt mit einem Kind. Wohin wollen die beiden? Woher soll ich das wissen? Du bist der klügste lebende Mensch, nicht wahr? Rick? Und sogar klüger als alle Toten. Du hilfst mir, ich helfe dir. Sag mir, wo sie sind, und ich rede mit Odin. Dein Vater lässt mich nicht gehen, Baldur. Und er wird verhindern, dass du mich tötest. Du hast mir nichts zu bieten. Also nimm deine Fragen, deine Drohungen und deine beiden nutzlosen Schwachköpfe und verpiss dich! Wenn niemand hinsieht, holen wir uns ein anderes Auge. Vergiss nicht, wir sind. Sind wir wirklich, nicht wahr? Neuer Eintrag hinzugefügt. Da schauen wir doch kurz. Baldur! Baldur, einer der Asen. Odins Sohn, Thors Bruder. Er kam zu unserem Haus, kämpfte gegen Vater und wurde von ihm getötet. Dachten wir. Angeblich spürt er keinen Schmerz. Jetzt jagt er uns mit seinen Neffen, aber wir wissen nicht warum. Gut, können wir jetzt da aufgraben? Sind die jetzt fort oder müssen wir jetzt gleich wieder kämpfen gegen die? Also fort sind's. Ah, von euch haben wir gerade gesprochen. Ein tätowierter Mann unterwegs mit einem Kind. Geh und stell sicher, dass wir allein sind. Aber sie sind doch Tu, gegangen. was ich sage. Er weiß nicht, was du bist. Und dabei soll es auch bleiben. Wer bist du? Ich bin der größte Botschafter der Götter, der Riesen und aller Wesen der 9 Welten. Ich kenne jeden einzelnen Winkel, jegliche Sprachen, geführte Kriege und jeden Handel. Man nennt mich Mimir, den klügsten lebenden Mann. Rick. Und ich habe Antworten auf all eure Fragen. Warum jagt uns der Sohn Odins? Na gut, ich habe ein paar Wissenslücken. Aber Odin hält mich hier gefangen seit 109 Wintern. Ich bin sehr schlau. Ich finde die Lösung. Versprochen. Ich brauche nur etwas Zeit. Es ist niemand da. Habe ich doch gesagt. Die Mutter des Jungen ist tot. Sie Wir wollte das... sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten. Oh, dann seid ihr hier am falschen Ort, kleiner Bruder. Der höchste Gipfel aller Welten ist nicht hier in Midgard. Er ist in Jötunheim, der Welt der Riesen. Nein! Doch. Hat sie das wirklich gemeint? Sieh doch. Das ist die letzte bekannte Brücke nach Jötunheim in allen Welten. Siehst du den Berg, der aussieht wie die Finger eines Riesen? Das ist der Gipfel, den ihr sucht. Nicht hier. Was ist mit dieser Brücke? Wir haben einen Bifrost. Als die Riesen die Brücken zu ihrer Welt zerstörten, haben sie diese hier mit einer Rune versperrt. Wenn es sie noch gibt, kennt die nur ein Riese. Und alle haben Midgard vor langer Zeit verlassen. Richtig. Doch heute haben die Schicksalswinde einen Wirbel des Zufalls erzeugt. Wisst ihr, es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Und ihr habt Glück. Ich habe sonst nichts vor. Wir gehen nach Jötunheim, ja? Strategisch gesehen eure beste und einzige Möglichkeit. Es ist der eine Ort, an den euch der Unbesiegbare nicht folgt. Was ist zu tun? Schneidet mir meinen Kopf ab. Was? Odin sorgte dafür, dass keine Waffe, nicht mal Thors Hammer, meinen Körper befreien kann.
Glücklicherweise braucht ihr meinen Körper nicht. Der Trick ist, jemanden zu finden, der mich wiederbeleben kann. Mit der alten Magie. Alte Magie. Eine Hexe im Wald. Sie kennt diese Bräuche. Wird sie helfen? Vielleicht. Los geht's. Aber wenn sie scheitert, bist du tot. Er quält mich, weißt du. Tag für Tag. Odin selbst legt dafür Hand an und glaub mir, seine Kreativität ist grenzenlos. Jeden einzelnen Tag. Das ist kein Leben. Wie du meinst. Oh, aber ohne mich. Bruder, falls es nicht klappen sollte, musst du etwas wissen. Der Junge, du machst es nur schlimmer, je länger du ihm die Wahrheit verschweigst. Er wird dir grollen und du verlierst ihn für immer. Es gibt viel über mich, das er nicht wissen soll. Dir ist dein Geheimnis also wichtiger als dein Sohn. Ich hacke jetzt deinen Kopf ab. Auch gut. Okay, jetzt haben wir den Kopf dabei. Nur kurz einen Schluck trinken, ja. Jötunheim. Wir gehen nach Jötunheim. Wir finden das verloren geglaubte Reich der Riesen. Das ist... Sehr lästig. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Sehr lästig. Hätte mir jetzt auch gewundert, wenn die Spur schon vorbei war. Symbol des Mutes, toll. Bringt mir das irgendwas? Jetzt pass auf, wir haben doch da den Abkürzer da. Da muss doch irgendwo so, vielleicht ist da irgendwo ein Tor. Tor, haha. Kennst du den Weg zum Haus der Hexe noch? Ja, im Wald mit den blutroten Blättern, südlich des Sees. Ich weiß, wo wir hin müssen. Das ist ja schön. Ich weiß auch. Hoffentlich ist sie heil aus Elfheim rausgekommen und kann Mimir zurückholen. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Er war nett, bevor du ihm den Kopf abgeschlagen hast. Ah, ich hab's doch gewusst. Neuen Ort gefunden. Schauen wir erst mal, wo es da hingeht. Vielleicht gibt es da noch eine Kiste. Gibt es ein großes, fettes, gar nichts. Also, wir gehen zurück zum da müssen wir hin. Doch da. Nein, das geht noch nicht, okay. Also, wir gehen zu dem Laden dazu. Schauen wir doch gleich mal, ob unsere Hexenfreundin da... Hallo? Ob unsere kleine Hexe da den zurückholen kann. Sieh dir das an. Das ist ein Ast des Weltenbaums. Junge, komm nicht vom Weg ab. Klar, ja, ich weiß. Was? Unglaublich, dass Weg es damit. Baldur war, der zu uns gekommen ist. Der Asengott Baldur. Und du hast gekämpft und gewonnen. Ja, Einer von Odins Söhnen, Thors Bruder. Und jetzt jagt er uns mit seinen Neffen? Warum geschieht das alles? frag den Kopf, als er wiederbelebt wird. Mach ich. Weißt du, insgeheim hatte ich gehofft, irgendwo in diesem Berg einen Riesen zu treffen. Sie haben Midgard wohl tatsächlich verlassen. Außer der Schlange. Vielleicht die letzte ihrer Art. Bist du auch der Letzte deiner Art? Ist es das, worüber du nicht gerne redest? Meine Art. Ich meine, deiner Familie. Von Mutter und mir. Wo du hergekommen bist. Deine Mutter. Dein Vater. Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Verstehe. Wow. Ja, ich würde gerne... Drück Kreis. Jetzt sind wir wieder beim Brockman. Ich kann nichts machen. Brock! 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 Was? Ich mach gerade eine Pause. Wo Ich war schrei sie? dich auch nicht an, wenn du dir gerade die Sackhaare richtest. Lass ihn, Junge. Ach,
Ihr habt meine Ruhe ohnehin schon gestört, also gesellt euch einfach zu mir. Wir sind nicht hungrig. Gut, ich wollte euch auch nichts anbieten. Wir haben Sindri gesehen. Na dann Glückwunsch. Und ihr habt ihn doch bestimmt auch wieder an meiner Axt herumwursteln lassen, hm? Zeig mal, was er angerichtet hat. Schaut aber jetzt cool aus. Der würde ein gutes Gleichgewicht selbst dann nicht erkennen, wenn es von seinem Schwanz baumeln würde. Ist er denn genug? Bestimmt. Gut. So ist besser. Was wollt ihr sonst noch von mir? Hm? Brauchen wir was? Ja, ein Aufstehen. Manchmal ist Sindri so in seine Arbeit vertieft, dass er Essen und Trinken vergisst. Und wenn er mal dran denkt, schafft er es nicht, etwas Ordentliches zu kochen. Ich habe wohl den Magen in der Familie abbekommen. Und natürlich den Krebs. Er fehlt dir. Was? Dieser Schwachkopf? Was weißt du schon? Ich meine bloß... Hey, erlaubst du mal? Ich muss mich hier konzentrieren. Eigentlich hätte ich nämlich jetzt Pause. Ja, ich bin ja gleich wieder fort. Ein magischer Stein, der Kratos mit einer großen Menge an Gesundheitswiederbelebung stirbt, damit das erst. Oh, bitte danke. Und tschüss. Da war doch noch etwas. Ja, jetzt kurz der Pause machen. So, wir gehen zur Hexendame. Junge, wie gelangen wir zurück zur Hexe? Erst müssen wir ein Boot finden. Okay. Boote gibt's hier zu Genüge zum Glück. Und dann paddeln wir mal los. Also, Junge, wie geht es nun weiter zum Haus der Hexe? Da lang, hinter die große Torstatue. Jetzt frage ich mich gerade, sind das so rhetorische Fragen oder weiß der Kratos das wirklich nicht? Das müssen wir jetzt, glaube ich, zwischen die Hexe und dem Tor durchpaddeln. Backbord. Ha? Backbord. Oh, links vom Boot. Korrekt. Ach, der Kratos, der mufflige alte Sack. Und wir spielen wieder einen Paddelsimulator. Weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Und erneut die Frage, warum fragt der so gerade aus, obwohl er ja eigentlich die ganze Zeit im Kreis paddeln müsste. Wir können mit dem Boot hier anlegen. Aha. Neuen Ort gefunden. Wir den anlegen. Ha? Das Wasser ist gesunken. Als die Schlange aufgetaucht ist. Klar, das wusste ich. Der Bur war so ist. Oh, jetzt haben wir da einen Aufzug, ha? Cool, im Aufzug. Ich finde den Griff so cool, den wir jetzt noch haben. Ich weiß, sie ist sehr mächtig. Aber glaubst du, sie kann einen Kopf zum Leben erwecken? Ich glaube, sie versteht ihr Handwerk. Und wir haben nichts zu verlieren. Wenn sie den Kopf nicht erwecken kann, können wir ihn dann behalten? Nein. Aber du kannst ihn an die Fische verfüttern. Klingt gut. Können wir ihn dann behalten? Was willst du mit dem Kopf machen? Burli. So. Wir müssen zum Hexenhaus. Hexenhaus. Und jetzt ist die Tür weg. Die Schildkröte der Hexe ist wohl aufgestanden. Wie kommen wir also wieder rauf? War ja allzu einfach, gell? Du, mein Sohn, ballerst jetzt nochmals aber rein. Wieso glaube ich, dass wir jetzt gleich wieder kämpfen? War klar. War klar. Ah, Schildträger, Arschloch, ich hasse diese Penner. Oh nein, nicht so nicht schon wieder. Oh, Schild habe ich auch. Oh, der stört! Aber wir haben einen Gesundheitsschild.
Schon mal dir ja nicht. Geh her, scheiße. Ah, du blöde Axt. Verdammte Axt. Ah, scheiße daneben. Na, los mal das Ruhe machen. Himmels machen wir es die heute. Was das oder kommt da noch mehr? Ah, mal die Axt. Au! Einsetzen, noch 2. Ja, die Frage ist, wo sind die anderen zwei und wo ist die Kiste? Ich wette, hier geht's raus. Wahrscheinlich. Ah, scheiße. Wir haben das Siegel zerstört, die Kisten werden schon irgendwann irgendwo auf. Jetzt müssen wir erstmal aufgegraben. Kehrt Asen. Die Götter sind hier wohl... Kehrt Asen. Ich hoffe, das sind magische Runen. Wörter werden die Asen nicht behalten. willkommen. Da! Ich hoffe, er kennt uns noch. Ah, da gibt es dann noch ein Steinchen irgendwo. Ja gut, ich würde sagen, das Umschauen da, das machen wir später. Ich würde jetzt nämlich echt gern wissen, wie das mit dem Kopf da weitergeht. Wie geht es dir, Charlie? Ist die Hexe hier? Was ist das für ein Name? Er hat gesagt, dass er so heißt. So klang es in meinem Kopf. Charlie. Aha. Wer weiß, wenn es da mal ein bisschen runtergehst, dass ich da reinkomme in das Haus. Oh, nicht schon wieder Schildträger, Alter. Ich habe es so gefressen. Warum gibt es in jedem Scheißspiel Schildträger? Ja, auf den mal, du Arschloch. Bin so weit. Das ist aber auch nicht schlecht. Ups. Ah, nix das. Passt ja eh. Davon gibt's noch was zum... Was war das? Also Heal. Ja, nehmen wir mit. Da vorne gibt's noch was zum Lesen. Kannst du das lesen? Ja. Bei mir sein Say the Gebild. Things über jeden Eindringling. Aha. Ist das so eine Marin-Geschichte, oder? Die war jeden Fremden angreift. Sei drüben über jeden Eindringer. Aber wir sind ja eingeladen, oder? Ja, zum Glück ist sie ja nicht die andere da. Okay. Wir gehen ins Hexenhaus. Jetzt hab ich frisch schon wieder in die Brotzen. Vater, sie ist hier. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ich wusste, du bist nicht tot. Hallo. Oh, kannst du einen Kopf wieder erwecken? Ich weiß nicht, ob ich verstehe, was... Halt. Woher hast du die? Die Pfeile. Gib sie mir her. Sofort. Sie waren ein Geschenk. Tu, was sie sagt, Junge. Diese Pfeile sind gefährlich. Böse. Findest du mehr davon, zerstöre sie. Verstanden? Hast du das verstanden? Sag es! Hab's verstanden. Wenn ich sie sehe, zerstöre ich sie. Mehr will ich gar nicht. Vergib mir. Also jetzt möchte ich mal eins klarstellen. Es gibt nur einen, der meinen Jungen anschreien darf. Und das bin ich. Also meine Liebe, wenn du das nochmal machst, dann betonier ich da eine. Hast mich. Bitte, nimm stattdessen meine Pfeile. Ich brauche sie nicht länger.
So. Wie war das mit dem Kopf? Weißt du überhaupt, wer das ist? Hast du ihn getötet? Auf seine Bitte. Er sagte, du kannst ihn beleben. Ich? Habt ihr das richtig verstanden? Bitte. Bring ihn zu dem Tisch. Hey, Millie. Ich habe die alte Magie schon lange nicht mehr praktiziert. Halt ihn still. Schauen wir mal. Zum Glück ist sein Kopf nicht sehr verfault und sein Hirn intakt. Schöner glatter Schnitt. Gerade seinen Kopf abzuschneiden. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Tauche jetzt seinen Kopf ins Wasser und lass nicht los. Tu es. Do it. Das genügt. Es hat geklappt. Anscheinend. Lass mal sehen. Mimir, bist du da? Ja. Gut. Hallo, Freya. Eine Weile her. Siehst gut aus. Ich habe das nur für sie getan. Mir persönlich gefällst du tot wesentlich besser. Ich würde mich verbeugen, Majestät. Vergib mir. Aber hätte ich gewusst, dass die Hexe aus dem Wald Freya ist, hätte ich das nicht vorgeschlagen. Freya? Die Göttin Freya? Ihr wusstet's auch nicht? Tut mir leid. Wird bekannt, dass Mimir frei ist, lässt Odins Zorn nicht lang auf sich warten. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Wanen, ja. Aber nicht mehr. Hättest du mir das nicht sagen sollen? Möchtest du mir wirklich einen Vortrag darüber halten? Wir gehen, Junge. Aber... Jetzt. Gern geschehen. Was sollte das denn? Wir können ihr nicht trauen. Weil sie eine Göttin ist? Habe ich dir nichts beigebracht, Junge? Aber sie hat uns sehr geholfen. Sie hat gelogen. Manche Leute schützen ihre Privatsphäre. Urteile besser nicht darüber. Wenn ich deinen Rat brauche, Kopf, frage ich dich. Auch gut. Bringt mich zu Tyrs Tempel im See der Neuen und ich bringe euch wie versprochen nach Jötunheim. Wir kennen den Tempel. Was ist dort? Nur der letzte lebende Riese in Midgard. Wer könnte uns besser den Weg sagen? Die Weltenschlange? Weißt du, wie man mit ihr reden kann? Jawohl, die Schlange spricht eine vergessene Sprache. Viel älter noch als diese Berge. Niemand in Midgard kann sie mehr sprechen. Außer mir. Wirklich? Es stimmt, man sieht es der Schlange vielleicht nicht an, aber mit Jörmungandr lassen sich tolle Unterhaltungen führen. Können wir das so? Ja. Freya! Die Freya, die kennen wir doch. Auch aus den Marvel-Filmen. Oder? Heißt sie da auch Freya? Na, da heißt glaube ich Frick oder Frigga oder irgendwie so. Aber ist wahrscheinlich dieselbe. Interessant. Interessant. Ja, der Kratos ist jetzt angepisst. Kann ich da wieder rein? Das möchte ich jetzt kurz. Nein. Ah, wir hauen die Tür ein! Alter, wie die da vorher voll eskaliert ist, wie die grünen Pfeile. Was ist los mit dir, Mädchen? Hier, damit zerstöre ich jetzt deine Möbel. Es müsste jetzt doch da wieder mehr zum... Genau, da haben wir letztens mit dem Boot. Da war letztes Mal das Boot. Müsste man doch eigentlich... Ja, vor weit springen, der Boot. Das ist auf jeden Fall eine Tatsache. Atreus, komm her. Ja. Über 16 € und wir kämen da weiter. Oder? Na, wir kämen nicht weiter. Schade. Oh, aber wir können ja, es gibt da einen Haufen so komische Kristalldinger.
Pfeile. Ah, sehr schlau. Ja, natürlich schlau. Ich bin auch Kratos der. Ich glaube, ich werde langsam besser. Ich bin auch Kratos der Kluge. So. Wir haben. Ja genau, da haben wir vorher die eine Rune zerstört, aber wo sind die anderen? Da haben wir vorher eine Rune kaputt gemacht. Wenn da jetzt nur mal so ein Apfel drin war in der Kiste, dann hat man wieder mehr Heal, gell? Und der Kopf, der baumelt jetzt da am Arsch umeinander, oder was? Okay, ja, dann lass man baumeln. Halt, falscher Pfeil. Wir graben wieder auf. Und da ist wieder so eine schwule Tür und eine Kiste. Junge. Noch eine Karte. Hier gibt es bestimmt was Nützliches. Lass mal schauen, was steht denn? 20 Euro. Schildkröten den Ort von der Schiffrolle finden. Was für Schiff? Wo rote Blätter und grüner Moos verweilen, verbarg ich meinen Schatz. Wo Schildkröten treu Metall. Aha. Ja. Da können wir Schatz suchen. Da können wir eine Tür aufmachen. Ah, jetzt sind wir da drüben. Ah! Oh nee, schon wieder. Nee, schon wieder so. Oh nee, ich hasse die. Gehen wir so auf den Seier, ohne Scheiß. Ah, genau. Oh. Was, wo? Was? Worauf muss ich aufpassen? Oh, nicht so blöd. So, ich hau da meine Axt in die Fresse, du Wildmann. Gut gemacht. Ui. Was drückt das daneben, aber ich habe ja drauf. Aber jetzt habe ich nicht. Ja. Mein Headset spackt gerade ein bisschen rum vom Ton her. Und nur das Mikro spackt nicht da. Kruzifix, jetzt bleib heute mal stehen, oder? Gut, nochmal. Haus zusammen. Gut hat er's gemacht. Gut. Wir müssen, was muss ich machen? Ich muss hier Geld. Ich glaube, da oben ist noch eine von diesen Sandschalen, in die ich die Runen gemalt habe. Weiß nur nicht, wie wir sie erreichen können. Da oben ist etwas. Dann finden wir es raus. Ich kann hier was bewegen. Ganz schön still der Kopf. Vater, sieh mal da oben. Ja. Da komme ich wieder nicht rauf. Okay, ich glaube, dann ist das mit der Sandschale erledigt. Also zumindest, ihr wisst jetzt nicht, wie ich da raufkommen sollte. Oh, da gibt es Kisten. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Siehst du das? Da gibt es auch noch Kisten, aber wo sind da die anderen Grünen? Da nicht, aber da gibt es auch noch eine. Ah, da ist eine. Das zweite Siegel. Oh, da bleibt Ding.
wird jetzt da das dritte sein? Wo wird jetzt da das dritte sein? Ich hab keinen blassen Dunst. Ich hab keinen Dunst. Aber da gibt's eine Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Kratos mag Kisten. Kisten sind schön. Was Kratos jetzt noch mehr mögen würde, war, wenn er wüsste, wo diese scheiß letzte Rune ist. Da vielleicht. Oh, da kann man dingsen, da gibt's eine Kisten. Hey, damit kann man nicht nur die Muspelheim-Runen lesen, es birgt auch die Weltenrunen. Sollen wir in die Feuerwelt reisen? Sie können jetzt die Sprache von Muspelheim lesen. Sie können Muspelheim über die... Aha. Ja, toll. Oder braucht man diese Sprachchiffren, damit man in neue Welten kommt? Hat das irgendwie damit was zum tun? Ja, was weiß ich. Ich weiß nicht, wo die letzte Rune ist. Wo soll ich hin? Was soll ich machen? So vielleicht irgendwo. Jetzt nur das, was dabei gut sei und schauen das nächste Mal. Wo wird jetzt diese schwule Rune da sein? Da unten irgendwo. Da gibt es wieder zur Hexen auf, da können wir ja jetzt nicht mehr rein. Anscheinend sind wir jetzt mit der da irgendwie jetzt gerückt. Ich weiß auch nicht, der Kratos ist halt sehr empfindlich, was so Göttersachen angeht. Ich weiß nicht, wo das letzte Ding ist. Ich habe keinen blassen Schimmer. Eine versiegelte Truhe. Da ist bestimmt etwas Gutes drin. Natürlich ist da was Gutes drin, aber ich weiß nicht, wo die letzte Rune ist. Da oben ist noch ein Kiwi. Ah! Schön. Das war das letzte. Natürlich. Pro Gamer. Haben wir die Kiste noch aufgemacht. Das ist ja schön. Gut. 13 Euro haben wir gekriegt. So, jetzt leuchtet die Kiste wieder schön. Dann können wir wieder mal reinschauen. Aufmachen, reinschauen. Ja gut, ist ein bisschen Rage erhöht. Sag ich auch nicht dazu. Ja, nice. Jetzt werden wir wieder richtig wütend da. Wieder zum Hulk. Und wenn der Hulk wütend wird, wird er zu Chuck Norris. Gut. Wieder Song. Wie es da weitergeht, die Axt hören wir noch. Wie es da weitergeht mit Weltenschlange und Co., das schauen wir uns dann morgen im nächsten Stream. Wir werden wieder abspeichern. Ja, ich vergiss das immer, das da speichern. Speichern. Ja, wir speichern. Gut, und zurück. Genau, und da die sagen, wir schauen uns das morgen weiter an. Und ja. Noch schnell den Ladescreen, dass wir da wieder ins Hauptmenü zurückkommen.
Gut, okay. Also, dann lassen wir es gut sein für heute. Wir sehen uns dann beim morgigen Stream. Also wir werden uns nicht beim morgigen Stream sehen, weil es keinen gibt, der wo mich sieht, aber ist ja wurscht. Ist ja wurscht, auch wenn keiner zuschaut, mir macht es trotzdem irgendwie Spaß. Und ja, noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, bis morgen, servus, für euch.